Moin, mein Name ist Monique Bartel, ich bin responsabel vom Service Logistik Magasin hier an der Nationalbibliothek und ich wollte euch heute auf eine Tour mit 100 Kulissen für euch zu weisen, was die Leute aus dem Service alltag hier schaffen. Am Service Logistik schaffen alltag mehr wie 10 Leute. Zu unseren prinzipiellen Tagen gehört die Bücher, die bestellt werden, sichern zu gehen, wenn sie retour kommen, natürlich zurückzuraumen. Alle die neuen Bücher, die bestellt werden, sind von uns equipiert. Und wir machen den letzten finalen Check-up, um zu gucken, ob alles richtig ist. Hier an der Nationalbibliothek haben wir ungefähr 1,8 Millionen Dokumente in total, wovon 200.000 am Lesesaal sind, am Libre Accès. Die anderen 1,6 Millionen haben wir an den Magasinen stockiert. Am Ganzen haben wir 55 Magasiner und die sind verteilt auf 5 Stück. Das heißt, wir haben 11 Kompartimenten pro Stock. An all den Magasiner haben wir aus konservatorischen Gründen eine Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 55% an Temperaturen von 18 Grad plus minus 2 Grad. Durch die wachsende Unzahl von Dokumenten muss man auch hier am neuen Gebäude Platzspuren, Bücher und Dokumente erraumen. Das heißt, dass man den Magasiner all Raum individuell seinem Empfang, den er beherbergt, angepasst hat. So dass man sie an den Magasiner den größten nur sortiert haben, zum Gros. Am Lesesaal stehen sie thematisch. An den Magasiner haben wir die Großbücher bei den großen Büchern am Fond Luxembourgeois und die Kleinen bei den Kleinen. Die größten von Büchern die lagern wir liegend, für dass Bücher buchschonend können auf lange Zeit konserviert gehen. Hier am Büro von der Logistiker verschaffen wir alle guten die neu bestellten erkauften Bücher weiter. Und wir machen an unserer Datenbank den letzten Check-up und kontrollieren, ob alles richtig ist. Dann gibt es freigeschaltet für die Lekteuren. Natürlich, wenn wir hier so viele Bücher trätieren alltag und die à Disposition machen für den Lektor, kommen die Bücher auch irgendwann im Retour, am besten nur einen Monat. Und dann müssen wir alle guten die Bücher auch im Zurückraum gehen an die jeweiligen Depot, wo sie hingehören. Dem Moment, wo der Lektor als Bücher retour bringt, können sie entweder über die Förderanlage zurückbringen. Da haben wir eine Bauseklappe, die aus 24 auf 24 und 7 Tage auf 7 do. Der erste Lektor kann das Buch einfach wieder die Platine halen, die angebaut ist. Da geht das Fenster auf und die Förderanlage hält das Dokument an. Das geschieht über dem, wo die Förderanlage den RFID-Chip, den am Dokument dran ist, ausliest. Anhand vom RFID-Chip, den alle Buchhandel dran gepasst hat, kann die Förderanlage genau erkennen, wo das Dokument hinkommen soll. Und plus verbucht sie automatisch den Prä vom Lektor retour, sodass das Buch nicht mehr im Lektor Kontrolle ist. Die Förderanlage mischt uns den Prä-Tri, das heißt, sie sortiert Bücher den Depoten noch. Am Ganzen haben wir hier 50 Depoten, die sie kann triieren. Aber hernoten der Feinschliff, wieder das ja nicht mehr 14 weniger sind, der muss von der Mitarbeiter aus dem Service gemacht gehen. Und das geht dann auf weniger geraumt, sie gehen da rein noch gesagt, und da gehen sie auf die jeweilige Stock und da können Bücher an den richtigen Depot zurückgeraumt. Dasselbe System funktioniert aber auch den anderen Weg. Das heißt, wenn die Lekteuren Bücher bei uns bestellen, dann legen wir die Bücher auf die Förderanlage von hier aus und dann für die Förderanlage mit den Büchern Ruf an den Prä. Da unten haben sie auch 5 weniger Stoffe von der Förderanlage. Das heißt, sie sortiert da auch aus, aber nicht nur den Depot von den Büchern, sondern den Familiennamen vom Lektor. Wir haben am Service Logistik Magasin viel Aufführung alltag. Für allem haben wir einen ganz tiefen Abblick an das Funktionament der Nationalbibliothek.